من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden heute inshallah den letzten Unterricht über die Namen Allahs, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi', Al-Fatir inshallah machen. Und zwar hatten wir im letzten Unterricht die Entstehung des Menschen gehabt, wie der Mensch entstanden ist bis zur Geburt. Und der heutige Unterricht ist unser Thema, die Entstehung des Universums, die Entstehung der Himmel und der Erde. Das ist das Thema heute inshallah, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns immer wieder vor allem auf diese zwei Punkte hindeutet und hinweist, unsere Aufmerksamkeit, unser Blick dahin wendet, wie der Mensch erschaffen worden ist und immer wieder, wie die Himmel und die Erde erschaffen worden sind. Wir haben gesagt, um das nochmal zu wiederholen, Allah, sein Name Al-Khaliq bedeutet derjenige, der aus dem Nichts erschaffen hat, derjenige, der aus dem Nichts erschafft. Al-Khallaq ist derjenige, der dauerhaft erschaffen tut. Al-Bari ist derjenige, der fehlerfrei, ohne jeglichen Mängel oder Hinfälligkeiten erschafft. Er nimmt keinen zweiten Anlauf, er muss nicht nochmal probieren. Wir haben gesagt, Al-Musawwir ist derjenige, der der Schöpfung eine Gestalt gibt und jedem Individuum ein Wiedererkennungsmerkmal gibt. Wir haben gesagt, Al-Badi' ist derjenige, der der Anfang von allem erschaffen hat, ohne dass es ein Grundfundament oder eine Grundbasis oder überhaupt eine Substanz vorher gab, hat er den Anfang von allem erschaffen. Al-Fatir ist derjenige, der explosionsartig eine Sache erschaffen tut und die Fitrat und den genetischen Code darin festschreibt. Al-Falik ist derjenige, der das Kern und Korn keimen lässt und das Kern aufspreisen lässt. Das sind alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die Asma'ul Husna von Allah, die auf die Schöpfung hindeuten. Wir haben gesagt, wenn wir fragen würden, wer ist ein Muslim und wer ist ein Kafir, dann würden wir sagen, ein Kafir ist derjenige, der sich von den Zeichen Allahs, von der Schöpfung Allahs abwendet und darüber nicht nachdenkt. Und ein Mu'min, ein Muslim ist derjenige, der über die Schöpfung Allahs nachdenkt und sich darüber Gedanken macht und daraufhin zum Tawhid kommt. Es gibt wenn wir im edlen Koran schauen, 3 Punkte, die einen Menschen oder bei einem Menschen müssen 3 Punkte vorhanden sein, damit er über das nachdenken kann, was Allah erschaffen hat. Es bringt nichts, haben wir gesagt, wenn wir zum Beispiel behaupten, Allah hat die Himmel und die Erde erschaffen. Das wird uns nirgendwo hinbringen. Das wird weder unseren Iman vermehren, noch wird das irgendwas in uns erwecken, wenn wir sagen einfach, gut, wir wissen, Allah hat die Himmel und die Erde erschaffen. Punkt. Es ist sehr wichtig, haben wir gesagt, dass man über diese Sachen ausführlich und explizit darüber nachdenken muss, detailliert. Und wir haben gesagt, oder Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im edlen Koran immer wieder, wenn er über die Zeichen berichtet, dass 3 Punkte vorhanden sein müssen. Immer wieder, wenn wir das im edlen Koran zusammenfassen können, kommen wir auf 3 Punkte. Das erste ist, dieser Mensch muss ein Mensch sein, dessen Herz nicht von dem Ma'asiyatler, von den Sünden getötet worden ist. Das Herz von diesem Menschen muss ein reines Herz sein. Es darf nicht von Sünden getötet worden sein, mit vielen Sünden befleckt worden sein. Zweitens haben wir gesagt, muss das ein Mensch sein, der seinen Verstand benutzt, der auch nachdenkt. Und drittens muss das jemand sein, der viel Zikr macht. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Nur wenn diese 3 Dinge vorhanden sind, bringt es auch etwas über die Schöpfung nachzudenken. Dann kommt man zu einem Resultat, zu einem Endpunkt. Diese 3 Punkte sind sehr wichtig. Und da sollte jeder darauf achten, wenn er über die Schöpfung nicht nachdenken kann und dies nicht sein Iman vermehrt, dann muss er an diesen 3 Punkten irgendwo dran arbeiten oder vielleicht alle 3 Punkte, dass er inshallah wieder darüber nachdenken kann. Ich möchte inshallah zum Punkt kommen, auch nicht lange jetzt um den heißen Brei reden, weil das Thema wird sich inshallah, das wird nicht so lang gehen wie die anderen Unterrichte, aber deswegen will ich gleich zum Thema kommen. Die Entstehung des Universums, ihr wisst, 1920 haben die Wissenschaftler sich in Kalifornien zusammengetan und haben mit dem Teleskop Beobachtungen gemacht. Und sie haben festgestellt, sie haben Planeten beobachtet, Sterne. Aber sie haben festgestellt, dass diese Sterne sich mit der Zeit entfernen.
Und dass diese Sterne sich so weit entfernen, dass sie irgendwann mal gar nicht mehr sichtbar sind. Also man sieht die danach nicht mehr. Das Ding war gewesen, man hat bis zu dem Zeitpunkt immer wieder gedacht und gesagt, das Universum sei unendlich. Das Universum sei ein Raum, das hat keinen Anfang, kein Ende. Ihr wisst, das ist eine Eigenschaft Allahs. Allah, der weder einen Anfang noch ein Ende hat, das haben die Menschen im Universum zugeschrieben. Sie haben gesagt, das Universum ist gigantisch, das ist so riesig, es hat weder einen Anfang noch hat es ein Ende. Das ist ein Raum, der unendlich groß ist. Und als die Wissenschaftler damals das gesehen haben, dass sich Sterne entfernen, aus dem Sichtfeld verschwinden, man die gar nicht mehr sehen kann, haben sie gesagt, das geht doch gar nicht. Irgendwas passt hier gerade nicht. Wenn dieser Raum bis zu dieser Wand hier hinten geht, da kann ich mich nach hinten entfernen. Nach hinten, irgendwann bin ich ja an der Wand. Irgendwann bin ich ja da. Aber wenn ich so weit weggehe, dass ich gar nicht mehr sichtbar bin, ja, das geht doch gar nicht. Also, wo geht das überhaupt hin? Warum bewegen die sich, haben sie gesagt. Und dann haben sie festgestellt, tatsächlich, das wurde später dann noch weiterhin mehr bewiesen, durch Strahlen, wie Strahlen sich weiterziehen, haben sie festgestellt, das Universum dehnt sich aus. Das Universum dehnt sich aus, haben sie gesagt. Das Universum ist ein Raum, der einfach so steht oder ein großer, unendlicher Raum. Nein, nein. Dieser Raum dehnt sich jeden Tag, jede Sekunde aus und der wird sogar immer größer und größer. Das haben die 1920 entdeckt. Aber das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns schon vor 1400 Jahren im edlen Koran berichtet. Allah sagt im edlen Koran, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Und den Himmel haben wir mit unserer Kraft erbaut, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und siehe, wir weiten ihn wahrlich noch weiter aus. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Und die Erde haben wir ausgebreitet. Wie schön wir doch die Erde ausbreiten. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Und wir haben aus allen Dingen, die wir erschaffen haben, ein Paar erschaffen, auf das ihr vielleicht doch nachdenken möget, sagt Allah. Dies hat Allah uns im edlen Koran vor 1400 Jahren berichtet. Vor 1400 Jahren. Allah sagt, er dehnt das Universum immer noch aus. Das haben die Menschen jetzt erst festgestellt. Naja, das mag vielleicht wieder nicht so suspekt zu klingen, aber die Menschen haben das Universum für was Gewaltiges gehalten, unendlich Großes. Die haben das angebetet, sie haben gesagt, es ist groß, es ist unendlich. Diese Eigenschaften gebühren jedoch Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allah hat uns von vornherein berichtet, nein, so ist es nicht. Es dehnt sich tatsächlich aus. Und die Wissenschaft und die anderen Leute haben damals immer ausgelacht. Das ist das Ahlak der Mushrikun. Genau wie es heute immer noch einige Dinge gibt, die noch nicht von der Wissenschaft bewiesen worden sind, aber im Islam vorhanden sind, das lachen sie. Aber ganz gewiss werden diese Dinge auch in den nächsten Jahren ebenfalls bewiesen werden. Als sie festgestellt haben, dass das Universum sich ausdehnt, haben die sich natürlich eine zweite Frage gestellt. Haben sie gesagt, gut, wenn sich das Universum ausdehnt, dann muss es ja einen Ausgangspunkt geben, dann muss ja das Universum von irgendwo entstanden worden sein. Das heißt, wenn wir jetzt diesen ganzen Punkt weiterhin zurückgehen, muss das Universum aus einem Punkt erschaffen worden sein. Also muss das Ganze, was es heute gibt, alles eins gewesen sein. Diese ganze Masse, Energie, diese Kraft, die das ganze Universum hat, weil wenn eine Sache sich ausdehnt und man geht immer wieder zurück zum Ausgangspunkt, kommt man nur zu einem Aspekt. Dieses Ding war mal eine Masse gewesen, ein Klumpen war das gewesen. Also Himmel, Erde, die ganze Energie, Moleküle, alles war in eins gewesen. Wir sagen richtig zu den Wissenschaftlern, ihr habt was Richtiges wieder entdeckt, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ كُلِّ شَيْءٍ مَاءً وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Haben die Ungläubigen denn nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eins gewesen war, eine Masse gewesen war und wir sie فَفَتَقْنَاهُمَا auseinandergerissen haben, voneinander gerissen haben und dass wir alles Lebendige aus Wasser erschaffen haben? Wollen sie denn nicht glauben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Eine Botschaft an die Wissenschaftler. Wollen sie denn immer noch nicht glauben? Das, was sie jetzt entdeckt haben, hat Allah vor 1400 Jahren festgelegt. Das heißt, alles ist aus einer Singularität entstanden. Alles ist aus einem einzigen Punkt entstanden, in der die gesamte Masse, die gesamte Energie des Universums in einem einzigen, ganz kleinen Punkt drinne gewesen sein. Ein Punkt mit einer sehr, sehr hohen Dichte. So ein Punkt, wo das ganze Maximum, das Universum, dieses riesige, gigantische, unsere Erde, unsere Planeten, das Ganze, was heute existiert, alles war drin eins gewesen. Ein kleiner Punkt. Es ist natürlich für uns sehr schwer, das zu begreifen. Was glaubt ihr denn, wie Allah uns die Sache beschreibt im Koran?
mit welchem seiner schönen Namen könnte er die Sache uns beschreiben? Allah sagt im Koran, Badi'u samawati wal ard, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Aber hier wird nicht Al-Khaliq, sondern Badi' genommen. Badi' ist, haben wir gesagt, derjenige, der den Anfang von allem erschaffen hat. Allah sagt, Badi'u samawati wal ard. Derjenige, der den Anfang der Himmel und der Erde erschaffen hat, ohne dass es eine Substanz gab, ohne dass es ein Grundfundament gab, ohne dass vorher ein Exemplar, ein Beispiel oder sonst etwas gegeben hat, sagt Allah. Badi'u samawati wal ard. Wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Und wenn Allah in einer Sache entscheidet, so spricht er nur sei und es wird. Und genauso war es gewesen. Aus diesem kleinen Punkt, aus der kleinen Singularität, aus einem winzigen kleinen Punkt, sprach Allah, sei, kun, fayakun. Und das ist geworden. Wir haben häufig gesehen, oder auch im alltäglichen Leben, auch wir, der Mensch, so wie du bist du ein großer Mensch mit all deinen Kraft und Stärken. Du bist, wenn du zurückkehrst, woher du kommst, wenn man das zurückzieht, zurückspult, dann bist du irgendwann mal ein Kind, irgendwann noch klein, Baby, irgendwann Mutterbauch, irgendwann warst du ein Samentropfen. Du bist aus einer einzigen Zelle entstanden, Samenzelle. Da ist ein ganzer Mensch. Also so ein großer Mensch wie du und wie ich sind aus einer Samenzelle entstanden. Also etwas so Großes in einem so kleinen. Ein Baum ist in einzigem Korn enthalten. Ein Korn, ein Kern, was er in die Erde macht und was danach keimen lässt, daraus entsteht ein Baum. Ein Baum, der über 10 Meter groß, der Früchte von sich gibt, steckt in so einem kleinen Korn. Und das gesamte Universum, die gesamte Galaxie, die Universum, unser Kosmos, ist ganz gewiss in einem ganz kleinen Punkt gewesen. Richtig, aus einem ganz kleinen Punkt. Jetzt trifft hier die Quantenphysik, das Kleinste, auf das Universum, auf die Physik des Größten. Es gibt zum Beispiel Quantenmechanik. Die Quantenmechanik beschäftigt sich mit Atomen und die kleinsten Teilen, also die kleinsten Teilchen in der Physik, mit der man sich beschäftigt, dieser Bereich in der Quantenmechanik. Und da wird sogar die Einwirkung von Wechselstrahlung mit Atomen und so weiter komplett alles beobachtet und erklärt. Und sie sagen, wenn eine Sache viel zu klein wird, wenn eine Sache zu klein wird, dann kriegt man aus diesem Ding keine Information mehr heraus. Sie sagen, weil das zu klein ist. Man kann zum Beispiel aus Dingen eine Information herauskriegen. Man kann zum Beispiel sagen, Temperatur, woher kommt es, aus welchen Elementen besteht es, vor wie vielen Jahren es entstand, was für eine Zeit. Aber wenn eine Sache viel zu klein wird, irgendwann kommt die Physik an die Grenze und sagt, jetzt kriegen wir keine Information mehr heraus, sagen sie. Und um genau zu sein, war so sagen die Wissenschaftler, was die Wissenschaft heute sagt, der Ausgangspunkt, die Singularität, der Punkt, aus dem alles entstanden wurde, ist 10 hoch minus 35. Das ist das 20-fache kleiner als ein Proton. Und ein Proton ist verdammt klein. Also ich glaube, jeder Bruder hat ja Chemie studiert. Also ich glaube, ein Proton ist verdammt klein. Und das 20-fache kleiner war die gesamte Masse, dem ganzen Universum, in diesem kleinen Punkt drinne gewesen. In diesem ganz kleinen Punkt. Und ein Proton ist wirklich sehr klein. Und da sagen sie, da kriegen wir keine Information mehr raus. Deswegen würde jeder seriöser Wissenschaftler, wenn man ihn fragen würde, wer hat diese ganze Masse in diesen Punkt reingelegt, würden sie ganz gewiss antworten, das wissen wir nicht. Diese Frage können wir nicht beantworten. Wir sagen aber, wir wissen es. Wir sagen, wir wissen es. Kein Problem. Es ist nämlich Allah, der Allmächtige gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala, der die Sache da reingelegt hat. Ihr müsst euch so vorstellen, die Wissenschaft ist sowieso nicht darauf aus, vor allem die Kuffar-Wissenschaft, die heutige Wissenschaft, die ist ja nicht darauf aus, Allah zu beweisen. Das ist ja genauso, wie wenn man ein Bild hat, ein Bild. Die Wissenschaft erklärt nicht dem Maler oder wer der Maler dahinter ist oder dass es einen Maler gibt. Die Wissenschaft kommt und erklärt, mit welchen Farben das Bild gemalt worden ist, aus welchem Stoff, aus welchem Papier, aus welcher Farbe und wie das alles konstruiert worden ist. Aber sie würde nicht den Maler entdecken oder den Maler beschreiben, den Maler erkennen. Das ist nicht die Aufgabe der Physik. Deswegen, wenn ihr heutzutage euch die Physik anschaut, dann beschreiben die euch vieles. Die sagen, wie alles entstanden ist, wie der Aufbau ist, wie das explizit genau hinpasst, mit welchen Kombinationen alles. Sie beschreiben es, aber sie würden niemals sagen, es kommt von Allah, es kommt von Gott. Deswegen, wenn ihr euch ganz normal diese ganzen Dokus über Wissenschaft oder Universum oder Entstehung anschaut, auch im Deutschen gibt es sie ganz viel, sagen immer die Wissenschaftler eins, wir wissen nicht, was vor dem Urknall war. Wir können es nicht sagen.
Sie sagen aber auch nicht, da gibt es nichts. Sie sagen, es muss irgendwas geben. Irgendjemand hat das da reingetan. Aber sie sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beweisen, weil die Physik begann mit dem Urknall. Vorher können wir gar nicht beweisen. Vorher können wir nichts beweisen. Da hört die Physik und die Wissenschaft auf. Die Wissenschaft erklärt die komplexen ganzen Gebilde und Allah erklärt uns im edlen Koran schon das Ergebnis. Allah sagt, es ist so und die Wissenschaft findet den Weg bis dahin heraus. Deswegen werdet ihr nicht finden, dass sich die Wissenschaft mit dem Islam widerspricht. Ganz im Gegenteil. Die Wissenschaft wie hier, wie ich gerade euch berichte und werde euch danach Verse aufziehen, wie bei der Embryologie, was wir letztens hatten, widersprechen sich nicht. Im Gegenteil, diese ergänzen sich sogar. Deswegen schaut euch diese wissenschaftlichen Dokus an. Es ist nun mal leider so, dass heutzutage die Wissenschaftler, wenn man auch die Dokus anschaut, dann sagen sie immer, wow, wir sind verwundert, sagen sie. Wie kann diese Galaxie so entstehen? Die berichten über Atome oder über Kombinationen, chemische Reaktionen oder Supernova, wie die explodieren und entstehen und sind verwundert, sagen, wow, es ist fantastisch. Wir gucken in den Himmel einfach und finden das einfach wunderbar. Also wenn die darüber berichten, hört man aus ihren Worten, von ihnen, ihren Augen, wie die strahlen und verwundert sind über die Schöpfung. Aber sie wissen nicht, von wem es ist. Sie beten keinen Allah an. Die Muslime sind genau andersrum. Sie sagen, wir haben Allah, aber dafür, wenn sie über das Universum, über die Schöpfung Allahs berichten, berichten sie darüber mit einem Desinteresse, mit einer, naja, ist halt so, ne? Allah hat die Himmel und die Erde erschaffen, mashallah. Aber es ist so dieses Nicht-Verwunderte. Warum? Weil den Muslimen fehlt das Wissen über die Schöpfung und den Wissenschaftlern fehlt das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben das über die Schöpfung, aber nicht über Allah. Deswegen sind sie, wenn sie über die Schöpfung berichten, die Wissenschaftler, immer verwundert. Und mit Recht. Deswegen ist der richtige Muslim derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennt, ja richtig, und der auch auf jeden Fall die Schöpfung Allahs kennt. Und wenn er darüber berichtet, verwundert ist über das Werk Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, es ist das 20-fache kleiner gewesen, ne? Dieser kleine Atompunkt, wo alles entstanden ist. Dazu sagen übrigens die Wissenschaftler Big Bang, das ist der Urknall. Könnt ihr auch gerade mal googeln. Der Urknall, Big Bang, das sagt Allah ebenfalls im edlen Koran. Durch diesen kleinen Punkt, woraus alles entstanden ist, ist 20-fach kleiner gewesen als ein Proton. Was glaubt ihr denn, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala kun, fayakun, er sprach sei und es wurde, wie schnell sich das Universum ausgebreitet hat. Die Wissenschaft sagt heute, es hat sich, um genau zu sein, in kürzester Zeit das Universum gigantisch ausgebreitet. Um genau zu sein, in 10 hoch minus 32 Sekunden. Nicht mal eine Sekunde. 10 hoch minus 32 Sekunden hat sich das ausgedehnt. Um genau zu sein, auf einer Länge von 100 Milliarden Lichtjahre. Also nachdem der Urknall passiert ist, nicht mal eine Sekunde später, 0, 10 hoch minus 32 Sekunden, nicht mal eins, hat sich das Universum um 100 Milliarden Lichtjahre verbreitet. 100 Milliarden Lichtjahre. Ein Lichtjahr sind 1 Billion Kilometer. Ein Lichtjahr. Und wir haben hier nicht 100, wir haben hier 100 Milliarden Lichtjahre. Ein Lichtjahr ist 1 Billion Kilometer. Und das beobachtbare Universum heute, was Sie mit den Teleskopen alle sehen können, ist bei 46 Milliarden Lichtjahre. Kann man weit gucken. 46 Milliarden Lichtjahre. Und das hat sich aber Universum in nicht mal einer Sekunde auf 100 Milliarden Lichtjahre ausgedehnt. Das Universum ist circa, so schätzt man, 13,8 Milliarden Jahre alt. Es gibt im Universum beobachtbar, was wir beobachten können mit Teleskopen, 2 Billionen Galaxien. 2 Billionen Galaxien. Und jede dieser Galaxien hat 100 Milliarden Sterne. 100 Milliarden Sterne. Wenn der Mensch heute aufstehen würde und versuchen würde, alle Sterne zu zählen, 1, 2, 3, 4, so würde sein ganzes Leben nicht dafür ausreichen. Der Mensch wäre schwach und würde dabei versagen, die ganzen Sterne aufzählen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sprach nur sei mit einem Wort und all dies ist ganz einfach entstanden. Und Allah sagt dazu, es war ihm sehr einfach gewesen. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. Haben sie etwa nicht wahrgenommen, wie Allah die Schöpfung beginnen lässt und danach diese wiederholt? Allah erschafft und immer wieder was Neues, immer wieder neu. Inna zalika ala Allahi yasir. Und dies ist für Allah ganz was Einfaches. Dies ist für Allah was sehr, sehr Leichtes.
sagt Allah im Koran. Das alles, was so gewaltig erschaffen worden ist, ist für Allah was sehr Einfaches. Aus diesen ganzen Explosionen, was entstanden ist, diese Moleküle, danach die chemische Reaktion, dann Supernova, nächste Explosion, nächste Welle, Gaswolken, Erde, all diese Dinge, sagt Allah, Inna dhalika ala Allah yasir. Dies ist ganz gewiss für Allah etwas sehr Leichtes gewesen. Ich möchte dazu kommen, zu unserem Sonnensystem. Unser Sonnensystem ist vor circa, um genau zu sein, 4,57 Milliarden Jahre entstanden. Unser Sonnensystem hat 8 Planeten. Ihr wisst, das Zentrum unser Sonnensystem ist die Sonne. Man hat damals immer gedacht, das wäre die Erde, alle würden sich um die Erde drehen, aber so ist es nicht. Alles dreht sich um die Sonne. Die Sonne ist das Zentrum und danach gibt es 8 Planeten, die diese Sonne, unsere Sonne umkreisen. Das erste ist der Merkur, danach der Venus, danach die Erde, danach der Mars, danach der Jupiter, danach der Saturn, danach der Uranus, danach der Neptun. Das sind die 8 Planeten. 4 davon sind Felsplaneten und die anderen 4 sind Gasplaneten. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Sonne wie unsere Sonne in der Galaxie entstehen kann? Was wäre denn, wenn unsere Sonne zum Beispiel eine größere Sonne gewesen wäre? Wenn unsere Sonne eine größere Sonne gewesen wäre, naja, dann hätten wir ein kleines Problem. Dann würde sie nämlich blau strahlen und sie wäre ultravioletter. Das heißt, sie wäre viel stärker in der Strahlung. Und das Problem ist, wenn sie ein größerer Stern, ein schwerer Stern gewesen wäre, würde sie nicht 1 Milliarde Jahre überleben. Denn große Sterne leben kürzer, sie explodieren danach. Und würde unsere Sonne, sage ich mal, Millionen von Jahren, wäre sie größer und Millionen von Jahren nur existieren, so war vor Millionen von Jahren noch gar kein Leben auf der Erde möglich gewesen. Denn Allah, der Al-Bari ist, der die Situation erst oder angebracht gesehen hat, um Leben auf die Erde zu bringen, war noch nicht zu dem Zeitpunkt gegeben. Nicht ansatzweise. Aber nachdem Allah subhanahu wa ta'ala das Universum erschaffen hat und sich ausgedehnt hat, dann wurde es abgekühlt, dann sind Galaxien entstanden, Gaswolken, es sind chemische Elemente entstanden. Dann hat irgendwann unser Sonnensystem ist entstanden, unsere Sonne ist entstanden. Aber das Interessante ist, unsere Sonne ist was Besonderes. Allah hat die Sonne besonders gemacht. Wäre die Sonne nämlich eine größere, würde es kein Leben geben. Sie würde alles verbrennen. Die Strahlen wären viel zu stark. Und es wäre auf der Oberfläche überhaupt keine Molekülbildung möglich gewesen. Also dies wäre gescheitert. Und allein schon, weil diese nicht so Milliarden von Jahren leben, die großen Sterne, würde dieser Stern frühzeitig explodieren und das Leben auf der Erde wäre nicht möglich gewesen. Was wäre denn zum Beispiel, wenn unsere Sonne ein leichter Stern gewesen wäre? Naja, wenn es ein leichter Stern gewesen wäre, die leben natürlich Milliarden von Jahren, viel länger, aber das Problem ist bei diesen leichten Sternen, dass sie wenig Energiestrahlung von sich geben. Das heißt, um genau zu sein, damit unser Planet genug Energie bekommen müsste sie ganz nah an dem Stern, ganz nah an der Sonne dran sein. Dies hätte natürlich ein Problem, und zwar würde sie in ihrer Eigendrehung gebremst werden. Dies würde dazu führen, dass die einmal um sich selbst dreht, während sie einmal diesen Stern umkreist. Und dies würde nicht ausreichen, um genug Energie, genug Licht und Sonne und Stärke, also Energie, auf die Erde zu geben. Das heißt, ihr wisst zum Beispiel, unsere Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. In 24 Stunden. Und sie dreht sich in 365 Tagen einmal um die Sonne. Aber dies, wenn das ein kleiner Stern wäre und der müsste ganz nah dran sein, wäre er in der Eigendrehung gebremst und es würde ganz langsam gehen. Er würde sich so langsam einmal um ihre eigene Achse drehen, sodass eine Seite der Planeten, des Erden, komplett niemals Licht abbekommen hätte. Also wäre es auch problematisch. Und die kleinen Sterne sind sehr stark impulsiv und die spucken viele Teile von sich. Und dies hätte irgendwann die Oberfläche sterilisiert. Also das wäre auch nicht möglich. Also ist unsere Sonne eine sehr interessante Sonne. Eine Sonne, die was sehr Besonderes ist. Man bezeichnet unsere Sonne als G-Sonne. Man teilt auf zwischen O, B, A, F. Und dann gibt es halt natürlich nochmal welche, die noch kleiner sind, das sind die großen. Und die kleinen, sag mal K, M, N, man beschreibt die so. Und unsere ist genau Mitte. Unsere ist genau die mittlere. Es ist G. In unserem Sonnensystem, in unserer Milchstraße gibt es 80% Sonnenmasse. Also 80% sind sowieso Sonnen in unserer Milchstraße. Davon
sind aber nur 10% oder die Art von unserer Sonne gibt es nur 10%. Also 80% der Milchstraße, wenn ihr hochguckt, sind alles Sonnen, sind Sterne. Aber die Art von unserer Sonne sind nur 10%. Und davon die Hälfte sind Doppelt- oder Dreifachsysteme. Das heißt, das ist ein Sonnensystem mit 2 oder 3 Sonnen da drin. Naja, hätten wir so ein Sonnensystem mit 2 oder 3 Sonnen, dann wäre das auch ein Problem. Das Problem wäre dabei, dass 2 Riesenmassen dabei sind, 2 Riesensonnen, und das würde Störungen im Gravitationsfeld verursachen, und dies könnte tödlich sein, wenn diese Planeten eine bestimmte Entfernung unterschreiten. Dann könnte diese kollabieren und das könnte explodiert sein. Also muss oder ist unsere Sonne was Besonderes. Allah hat sie besonders gemacht, von allen ausgezeichnet, und das ist kein Doppelsystem oder Zweifach-Sonnensystem. Wir haben, dass 2 Sonnen in unserem Sonnensystem sind. Aber unsere Sonne ist immer noch was Besonderes. Und zwar unterscheidet sie sich nochmal von diesen Hälfte, dass sie in der Rotation sich langsam dreht. Und weil die sich langsam dreht, ist überhaupt auch das möglich, dass es Leben überhaupt auf dieser Welt gibt. Denn wenn eine Gaswolke kollabiert, wenn die anfängt einmal zu kollabieren, ja, dann fängt er an, sich immer schneller zu drehen, immer schneller zu drehen, immer schneller zu drehen. Und dies könnte irgendwann dazu führen, dass dies explodiert. Und deswegen muss unsere Sonne ihr Drehimpuls abgeben. Sie hat einen Drehimpuls, das muss sie irgendwie abgeben. Und das hat Allah so exakt erschaffen, dass sie genau diesen Drehimpuls, den sie hat, an die Planeten, die in ihrer Reihe sind, abgibt. Genau an diese 8 Planeten, die in ihrem Sonnensystem sind. Deswegen sind diese Planeten nicht zu weit weg von der Sonne und nicht zu nah. Sie halten genau einen besonderen Abstand und drehen sich genau mit der richtigen Geschwindigkeit. Die Sonne gibt diesen Drehimpuls ab und so drehen die sich genau ein bisschen schneller, genauso dass es passt, dass Leben überhaupt auf diesem Planeten möglich ist. Das Problem ist, wenn diese Sonne einen zu starken Drehimpuls hätte, dann würde es zum Beispiel ein aktives Magnetfeld entwickeln und dies wird dauerhaft explodieren. Deswegen sind diese 8 Planeten, die es gibt, genau dafür gedacht, um Leben zu schöpfen, um Leben auf der Welt zu ermöglichen überhaupt. Die Geburtsort der Sonne. Die Sonne ist an einem Ort entstanden zwischen einem Sternhaufen. Unsere Sonne ist, ihr wisst, es entsteht eine Supernova, es explodieren Sterne, große Sterne explodieren, und durch diese Hülle, diese Gashülle, die entstanden wird durch diesen Druck, kommen dann irgendwann Wolken zusammen, Gaswolken, es entstehen neue Planeten. Die müssen halt manchmal das 20- bis 30-fache der Sonne, unserer Erde haben, noch mehr, noch größer sein. Aber es entstehen auf jeden Fall danach neue Planeten. Und diese Planeten oder diese Sterne, die können sich ja gar nicht weit entwickeln, weil da gibt es so viele andere Sterne, die nach Millionen von Jahren schon wieder neu explodieren. Versteht ihr? Dann explodieren wieder die neuen Sterne und dann kommt wieder ein neuer Druck, es entstehen wieder neue Planeten. Und das geht immer so weiter. Und unsere Sonne ist genau zwischen einem Sternhaufen entstanden, zwischen einer Supernova entstanden. Man sagt, unsere Sonne sogar, ist, als sie entstanden wurde, ist von anderen Planeten, weil die so nah an ihr vorbeigeflogen sind, hat sie von ihren Gasen einen großen Anteil hat sie verloren, weil diese Planeten zu nah an ihr vorbeigeflogen sind und haben das von ihr sozusagen genommen. Und viele Gase hat sie dort verloren. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Sonne somit so geformt, dass sie genau exakt für uns passend gemacht werden muss. Das Problem ist aber gewesen, wenn natürlich so eine Sonne entsteht, ne, wie unsere, in diesem Sternhaufen, weil ihr wisst, wo entsteht denn eine Supernova, eine Explosion? Wenn die Dichte am stärksten ist. Wo ist denn die Dichte am stärksten? Natürlich mittendrin in einem Sternhaufen. Deswegen, wenn ganz viele Sterne da sind, ist der Druck da auch sehr stark und die sind ganz nah einander. Deswegen verlieren die nehmen von sich die Gase, die Teilchen weg und dann ist immer diese Gefahr, dass sie explodieren. Also muss unsere Sonne entstanden worden sein und sich danach bewegt haben, sodass es danach nicht irgendwo wieder explodiert oder dass irgendeine andere Gaswolke oder Gasplanet diese Sonne von uns streifen tut. Schaut mal, warum ich das euch sage, ist, man muss manchmal rekonstruieren, was alles passieren musste,
um da zu sein, wo man heute steht. Manchmal, wenn man sagt, natürlich, man guckt in den Himmel, man sagt, die Sonne, naja, die Sonne wurde erschaffen, schön und gut, ja, mashallah, die Sonne steht da schon immer, aber es ist nicht so. Es ist alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Man muss manchmal das rekonstruieren und das den Leuten oder zeigen, mal begreifen, was alles passieren musste, welchen Weg man gehen musste oder was alles geschehen musste, damit das heute so schön ist, wie es heute exakt überhaupt passt. Deswegen zähle ich das hier gerade auch auf. Es gibt zum Beispiel, ich habe natürlich hier mehrere Punkte aufgeschrieben, aber ich möchte nicht zu ins Detail gehen, weil ich will nicht den Rahmen sprengen. Ihr könnt euch da selbst wirklich vieles anschauen, nur damit das grob irgendwann, damit ihr das ein bisschen versteht. Es gibt zum Beispiel unsere Felsplaneten. Unsere Felsplaneten, die 4 Stück, die wir haben, der Merkur, Venus, Erde und der Mars, die in einer reisen, die sind klein und die sind leicht. Und dass sie so klein und leicht sind, das ist exakt. Das ist perfekt. So muss das genau sein. Es gibt zum Beispiel andere Planeten, die sind viel größer, Felsplaneten. Es gibt zum Beispiel, die Wissenschaft haben jetzt einen Planeten entdeckt, Pegasus 51, das ist ein Stern, da umkreist ein Planet ganz nah an diesem Stern, der ist ganz nah dran. Das ist Katastrophe. Die Rotation ist alles viel zu schnell, es dreht sich viel zu schnell, in 4 Tagen einmal um sich selbst. Aber dass unsere Planeten, unsere Felsplaneten so klein und so leicht sind, macht es die ganze Rotation, die ganze das ganze Gravitationsfeld, alles so exakt, dass es in der Bahn bleibt. Aber wie konnte es denn sein, dass diese genauso leicht und so exakt sind? Das geht nicht. Sie sagen, das kann nicht sein. Die müssten vorher eine größere Masse gehabt haben. Dies entsteht, es gibt Möglichkeiten, dass zum Beispiel Planeten kleiner oder leichter werden, von ihrer Masse etwas abgeben. Dies entsteht, wenn zum Beispiel ein Gasplanet in das Innere eines Sonnensystems reinkommt, dort diese Planeten streift, von denen die Masse nimmt und dann wieder rausgeht. Jetzt haben sie gesagt, na gut, Gasplaneten entstehen aber außerhalb vom Sonnensystem, also immer weit weg, weil würden sie im Inneren entstehen, so würde durch die Hitze und durch die Winde, würde die ganze Gase ja verfliegen, das würde die ganze wegtreiben. Deswegen entstehen Gase immer später, also außerhalb, so ein bisschen am Rande. Und die Felsplaneten eher in. Die Gasplaneten entstehen noch viel schneller. Die entstehen als erstes. Also die entstehen, bevor diese Erdplaneten da sind, Felsplaneten da sind. Also ist nicht so, dass der Felsplanet da ist, dann entsteht der Gasplanet, kommt und streift und nimmt das weg. So ist das nicht. Der entsteht vorher. 500 bis 1 Million Jahre entsteht ein Gasplanet. Aber diese Erdplaneten 100 Mal später, 100 Millionen Jahre brauchen die. Weil es kommen immer mehr Kometen aufeinander zu und dann entstehen immer mehr, irgendwann ein Planet. Und bei uns ist das genau passiert in unserem Sonnensystem. Das Problem ist aber, dass es gibt Gasplaneten, die wandern im Inneren eines Sonnensystems, aber sie kommen nicht mehr raus, sie bleiben dann drinnen. Der Grund ist, wie so ein Planet da reinwandert überhaupt, man beschreibt es so, man sagt, naja, wenn zum Beispiel ein Riese, ein Gasriese, der wächst, dann reibt er sich an den noch stehenden Gas- und Steinscheiben. Da gibt es noch Gas, das steht, und so Steinscheiben, daran reibt er sich und dies führt dazu, dass er seinen Drehimpuls, seine Bahnenergie verliert, sodass er seinen Drehimpuls verliert und so wandert er immer nach innen. Normalerweise hat er einen bestimmten Impuls, aber wenn er sich an diese stehenden Gas- oder diese Gesteine reibt, dann wird das abgebremst und dann verliert er eine Rotation und wandert ins Innere, in das Innere. Jetzt aber, dass ein Planet reinwandert, okay, haben sie gesagt, aber wie wandert denn ein Planet wieder raus von da, wenn er einmal drin ist? Da gibt es ja auch ein Gravitationsfeld. Und da sagen sie, das ist eine sehr, 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 sehr präzise Sache, die sehr besondere Bedingungen bedarf. Und zwar müssten 2 Gasplaneten hineinwandern und diese müssten eine Masse von 1:3 voneinander haben. 1:3 haben. Und so würden die rein und wieder rausgehen. Und genau so ist passiert. Der Jupiter und der Saturn sind in das Innere vom Sonnensystem gewandert, haben die Massen dieser Felsplaneten verringert und sind genau wieder raus. Und genau 1:3 sind diese Verhältnisse. Der Saturn hat 100 Erdmassen, der Jupiter 300 Erdmassen. Exakt das war der Ablauf. Dass diese Planeten, also was sich abgespielt hat überhaupt, dass es, bevor wir auf diese Welt gekommen sind, was für komplexe Abläufe es überhaupt gab. Also, falls ihr das nicht versteht, was ich hier gerade sage, weil ich das schnell umgehe, guckt euch diese Dokus an, die beschreiben das mit Bildern und Abläufen, dann versteht ihr das viel besser. Was alles passieren muss, um heute hier zu sein, wo wir auf der Welt leben, das ist Allah, der Allmächtige.
Und tatsächlich ist genauso passiert. Die sind reingewandert und wieder zurückgewandert. Und sind wieder zurückgewandert. Und so ist diese Mauer entstanden. Jetzt haben wir unsere 8 Felsplaneten. Jetzt ist unser Sonnensystem doch was Besonderes. Es muss ein Einzelstern sein, es muss eine bestimmte Gravitation haben, es darf nicht von anderen Planeten zu nah an sich gerissen sein, es muss eine Sonne sein, die sehr besonders ist. Also auf einmal wird unser Sonnensystem doch was Besonderes. Allah hat es nämlich besonders gemacht. Wenn Allah möchte, dass irgendwo Leben entsteht, dann lässt der Al-Bari ist, die besondersten Dinge entstehen, die Verhältnisse entstehen, um dort Leben ermöglichen zu lassen. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala in unserem Sonnensystem gemacht. Das Problem war natürlich gewesen, jetzt haben wir, das Sonnensystem ist da, jetzt muss das Sonnensystem aber irgendwo sein im Universum, wo es nicht von anderen Planeten jetzt gestreift wird, wo nicht jetzt irgendwo ein Gasplanet in das Innere kommt und es kollabiert alles oder das Gravitationsfeld kaputt macht. Jetzt muss irgendwo unser Sonnensystem hinwandern, irgendwo am besten hingehen, wo es ganz ruhig sich entwickeln kann, Millionen von Jahren, ohne dass Kometen drauf fliegen oder ohne dass große Planeten oder dass Sterne nochmal explodieren da drinnen oder in der Nähe von einer Supernova hinwandert, wenn da eine Explosion passiert, dass alles nochmal da mitgerissen wird. Und irgendwo muss jetzt unser Sonnensystem hin. Und Allah hat es tatsächlich, unser Sonnensystem, wie in einem galaktischen Gürtel hingebracht. In einem grünen Gürtel, an einem Ort, wo es sich ganz gut entwickeln konnte. Und hat vor die Erde, weil nach der Erde kommt der Mars und danach der Jupiter, einen riesen Planeten hingemacht, der alle Planeten unseres Sonnensystems in diesen Jupiter reinpassen würden. Das ist der größte Planet. Also nach der Sonne ist der Jupiter der größte. Alle unsere Planeten würden da reinpassen, hat das vor die Erde gemacht, wie ein Schutzschild. Weil wenn da etwas drauf fällt, ist das nur eine Gaswolke, passiert nichts. Aber wenn es auf unsere Erde kommt, wäre es fatal. Natürlich, jetzt haben wir ein sehr besonderes Sonnensystem. Allah sagt, وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُسْلِمُونَ. Und ein Zeichen ist ihnen die Nacht. Wir entziehen ihr das Tageslicht und siehe, sie sind in Finsternisse. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Und die Sonne eilt dem Gesetz, den Allah ihr gegeben hat, ihre Bestimmung, ihre Gesetzmäßigkeit, ihrem Ziel hinterher. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und des Allwissenden. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Und für den Mond haben wir Stationen bestimmt, bis er wie der alte Dattelrispenstiel wiederkehrt. Und die Rotation des Mondes ist wirklich wie so eine krumme Dattelrispenstiel. Darüber könnt ihr auch mal googeln, ich möchte nicht weiter darauf hineingehen, warum Allah genau dieses Urjun al-Qadim benutzt. Das ist auch was sehr Besonderes, was die Wissenschaft heute verglichen hat und sagt, Allahu Akbar, bildlich gesehen, ist das genau diese Form, die diese annimmt. La shamsu yanbaghi laha an tudraku al-qamara wala laylu as-sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Weder hat die Sonne den Mond einzuholen, noch eilt die Nacht dem Tag voraus. Und alle schweben auf ihrer Umlaufbahn. Die Sonne ist von dem Zentrum der Milchstraße 25.000 Lichtjahre entfernt. Und sie braucht 240 Millionen Jahre. Unser Sonnensystem dreht sich einmal um unsere Milchstraße in 240 Millionen Jahre, also ein galaktisches Jahr. Und wir bewegen uns, unser gesamtes Sonnensystem, mit einer Geschwindigkeit von 220 Kilometer pro Sekunde. Also was für gewaltige Geschwindigkeiten. Das sind solch, manchmal sieht das alles so ruhig aus, wenn ihr in den Himmel guckt, aber im Himmel geht es eigentlich völlig ab. Das sind so völlige Geschwindigkeiten, was da oben abgeht, das sieht so ganz ruhig aus. Warum? Allah möchte, dass wir friedlich sind. Allah möchte uns keine Angst machen. Allah ist nachsichtig. Allah ist Al-Karim. Allah ist edel. Er lässt, wenn wir hinschauen, dass alles schön aussieht, aber eigentlich geht es im Himmel völlig ab. Es geht da richtig ab, die Geschwindigkeiten, die Bewegung, alles, die Explosion, allein wenn du um die Sonne guckst, die explodiert immer wieder drauf, Wahnsinn. Die Sonne hat eine Temperatur von 6000 Grad, im Kern sind es 12 Millionen Grad. Ein Mensch dreht durch bei 50 Grad Celsius. Wenn ich euch zum Beispiel ein Stück Kohle geben würde und würde sagen, versucht mal ein Jahr diese Kohle auf genau dieselbe Temperatur zu halten, ja, so ein Stück Kohle, versucht es immer genau zu heiß zu halten, genau auf dieselbe Temperatur, so würde jeder Mensch daran scheitern. Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Sonne seit Milliarden von Jahren die genaue Temperatur beinhalten. Er lässt diese Temperatur so beinhalten, dass dies für den Menschen lebendig ist. Er ist derjenige, der die Gesetzmäßigkeit festigt und die Sonne führt es aus. Er ist es, der dieses
so festgelegt hat. Und es wird nicht abgekühlt, es wird nicht wärmer. Es ist genauso passend wie vor Milliarden von Jahren wie heute für die Erde. Alles angepasst für den Menschen. Auch ist die Reihenfolge der Planeten nicht umsonst. Es gibt zum Beispiel Planeten in unserem Sonnensystem, die haben bis zu 4500 Grad. Ja, der Merkur, die sind ganz nah an der Sonne, 4500 Grad. Also wenn du manchmal, Allahu Akbar, als ich diesen Planet gesehen habe, es gibt Planeten mit über 4000 Grad in unserem Sonnensystem, dachte ich mir, Allahu Akbar, die Hölle wird genauso sein. Die Hölle ist nicht ein Ort, wo man eingesperrt ist. Es wird genauso sein, wie als würdest du auf der Welt sein, ein Planet, vielleicht Allahu Alam, du wirst da rumlaufen, da wird nur Feuer sein, Bestrafung sein. Wo willst du hinhauen, abhauen? Du kannst ja nirgendwo abhauen. Das ist genauso wie wenn du auf der Erde bist, wo willst du hin abhauen? Wenn die ganze Erde ein Glut ist, ein Feuer, eine Bestrafung ist, Höllenfeuer ist. Deswegen möge Allah uns vom Höllenfeuer bewahren. Es gibt Planeten, die sind minus 250 Grad. Ja? Dann gibt es Planeten wie der Jupiter, die sind Winde, da sind stürmische Winde, die sind über 500 km/h, da sind so ein Hurricane oder so ein Tornado, nichts dagegen. Und außer unser Planet ist exakt genau perfekt. Er ist nicht zu kalt, er ist nicht zu warm, er ist nicht zu stürmisch, er ist nicht ohne Wind. Unser Planet ist genau so positioniert, exakt für das richtige Ablauf. Wie kann man so viel, wo kann denn so viel Zufall möglich sein? Wie kann man dann einfach noch heute behaupten, es wäre Zufall? Also wie kann man sowas behaupten? Also wie primitiv muss man sein, um heutzutage noch behaupten, sowas ist Zufall? Also solche Zufälle will ich mal sehen. Solche Zufälle. Wo? Völliger Schwachsinn. Völlige Gequatsche, leeres Gerede und brüsten sich auf und sagen, es war alles durch Zufall erschaffen worden. Wo? Warum passieren hier nicht so viele Zufälle? Komm, in meinem Leben passieren nicht so viele Zufälle, so gute Zufälle, wo ich sage, das haut alles hin. Was soll das? Immer wenn man nicht sagen will, Allah, sagt man Zufall. Immer wenn man nicht sagen will, Allah, sagt man Macht, Wissenschaft, irgendwas. Aber sie sagen nicht Allah. Würde ein Stein, ein Planet, unsere Sonne, unsere Erde einmal streifen und die Erde würde aus ihrer Bahn nur 1 Kilometer näher an der Sonne kommen, so wäre Leben auf dieser Erde nicht mehr möglich. Würde ein Planet, ein Stein oder irgendetwas anderes unsere Erde streifen und würde die Erde 1 Kilometer weiter nach außen aus ihrer Bahn bringen, würde diese Erde nicht einmal Leben wieder beinhalten, würde alles hier aussterben. Ja, nee, sowas Präzises ist durch Zufall erschaffen worden. Sowas Genaues, so Präzises. Und die geht nicht ein bisschen mehr tiefer, mal immer auf derselben Bahn. Und das soll durch Zufall sein. Das hält doch jemand. Da ist irgendjemand am Werk und hat das so bestimmt. Als hätte er so einen Strich gezogen und gesagt, du wirst genau diesen Weg gehen. Und die gehen genau diesen Weg, weil sie alle Allah gegeben sind. Oder will man sonst behaupten, alles durch Zufall? Und genau das ist Zulum. Und genau das ist hier Zulum. Wisst ihr, was Zulum ist? Wenn man die Erde 1 Millimeter oder 1 Meter verschiebt nach innen, verbrennt sie. Verschiebt man sie 1 Meter zurück, ist das Zulum. Warum? Man nimmt die Erde, die auf ihrem Platz gehört, und macht sie woanders hin. Wenn man eine Sache von seinem Platz nimmt und woanders hinstellt, ist das genau Zulum. Zulum, wenn ihr wollt, dass alles so schön läuft, das ganze Leben so schön läuft, dann wollt ihr auch, dass alles in Ruhe gelassen wird. Dass niemand den Mond bewegt, niemand soll die Sonne bewegen, niemand soll die Erde überhaupt hinbewegen. Alles soll so bleiben. Ne? Richtig. Weil wenn jemand das bewegen würde, würde Chaos entstehen. Warum machen die Menschen Zulum? Zulum ist genauso. Wenn man eigentlich auf der Welt Allah seine Gesetze anwenden müsste, aber die Menschen kommen und wenden demokratische Gesetze oder kommunistische, sozialistische, von Menschen gemachten parlamentarische Gesetze von 500 Menschen aus, sei es von 1 Milliarde Menschen an, dann haben sie Zulum gemacht. Sie haben das, was dahin gehört, die Gesetzgebung Allahs genommen und etwas anderes hingestellt. Zulum ist das. Zulum ist, wenn du eine Sache, was hingehört, da nimmst und etwas anderes hinstellst. Das ist Zulum. Zulum ist, wenn du Allah eigentlich anbeten musst als Gott, er ist der einzige Anbetungswürdige, du betest aber nicht Allah an, nimmst Allah da weg, stellst irgendwas anderes an die Position von Allah. Das ist Schirk, das ist Zulum. Deswegen sagt Allah, inna Schirk la Zulmun azim. Schirk ist das größte Zulum. Schirk ist das größte Ungerechtigkeit, die größte, was es gibt, das größte Umpositionieren von Menschen, was es überhaupt gibt. Das ist Zulum. Wenn der Mensch doch will, dass alles so schön läuft, genau wie wenn er in den Himmel schaut, wenn er sich sonnt an seinem Strand, warum wendet er Allah seine Scharia nicht in diesem Leben an, wenn er doch will? Dann wird es doch genauso schön laufen. Aber nein, der Mensch, der ist von sich selbst überzeugt. Ist von sich selbst überzeugt. Der Mond, ich möchte jetzt kurz auf den Mond kommen, dann gehen wir weiter. Der Mond, Allah sagt, Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Voller Segen ist er, der die Himmel mit Sternbildern eingesetzt hat und darin
eine Leuchte und einen erhellten Mond machte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier zur Sonne Sirajan und zum Mond Qamaran Munira. Man hat damals immer gedacht, zum Beispiel, der Mond, der leuchtet. Das stimmt aber nicht. Der Mond, der leuchtet, also der Mond, der strahlt nicht. Der Mond ist eigentlich dunkel, der ist schwarz. Der Mond ist dunkel. Das, was wir sehen, ist nur reflektiert. Er wurde erhellt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt genau vor 1400 Jahren genau diesen Satz. Allah sagt zum Sonne, Sirajan, eine Lampe, Leuchtquelle, also eine Sonne, die von sich aus leuchtet, und zum Mond Qamaran Munira, ein Mond, der erhellt worden ist. Weil der Mond hat nie von sich eine Quelle ausgegeben. Der Mond ist erhellt, sagt Allah. Das haben die Menschen nie verstanden. Heute sagt man natürlich, selbstverständlich, der Mond ist dunkel, das, was wir sehen, ist nur die Reflexion von der Sonne, die auf die Erde kommt. Und das hat Allah uns ebenfalls vor 1400 Jahren berichtet. Der Mond dreht sich um die Erde in 27 Tagen. Wir haben ja den Mondkalender im Islam, circa 27, um exakt zu sein, 27,3, man sagt 29 Tage, dreht sich der Mond um die Erde. Jedoch ist das außergewöhnlich, dass ein Planet wie unsere Erde einen Mond hat. Normalerweise würde der Jupiter zum Beispiel einen Mond haben, wäre es okay, weil der ist groß, der ist mächtig, der ist gewaltig. Aber ein Planet wie die Erde, normalerweise hat so ein Planet wie die Erde keinen Mond. Es ist zu klein. Allah hat für die Erde einen Mond erschaffen. Dieser Mond ist für die Erde gedacht. Das umdreht die Erde. Zum Beispiel hat der Merkur auch keinen. Oder Venus, die haben ja alle keine Monde. Das geht, weil es zu klein ist. Aber Allah hat für die Erde einen Mond gemacht. Und dieser Mond ist verdammt wichtig für die Erde. Warum ist er wichtig? Weil der Mond bremst die Umdrehung der Erde so ab, dass sie genau auf 24, dass ein Tag auf 24 Stunden kommt. Würde der Mond nicht da sein, würde die Erde sich viel schneller drehen und wir hätten, ein Tag wäre nur 9 Stunden. Aber sie bremst die Erde so sehr in ihrer Umdrehung, dass genau ein Tag 24 Stunden ausmachen. Allah sagt in Surah Yunus, Subhanallah, ich habe es vergessen, Allah sagt aber in Surah Yunus auf der ersten Seite, in den vorletzten Vers, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben euch wahrlich den Mond, die Sonne und den Mond erschaffen, die Tag und die Nacht, damit ihr euren Tag berechnen könnt. Und exakt so ist es. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Mond hier gemacht, damit er die Erde bremst in seiner Umdrehung und damit er die Erde stabilisiert in seiner Rotation. Sonst würde die Erde taumeln. Sie würde gar nicht ordentlich, also gerade sich rotieren, sie würde taumeln. Und das ist die Aufgabe des Mondes. Der Mond als eine Stabilisierung und damit wir genau 24 Stunden haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala für uns erschaffen. Wenn wir nun in den Himmel schauen, müssten wir eigentlich Angst haben, dass 1000 Steine auf uns fallen oder dass eine Supernova entsteht oder dass irgendein Planet kollabieren kann, dass irgendein Planet explodieren kann. Aber der Mensch, der hat keine Angst. Der Mensch hat überhaupt keine Angst. Und wisst ihr warum? Weil das die Fitra des Menschen. Er weiß, dass Allah es erschaffen hat. Und weil der Mensch, dass Allah der beste Schöpfer ist, vertraut er innerlich unbewusst drauf. Wenn ich sagen würde, guck mal, hier ist eine Autobahn, da fahren Billionen von Autos. Die fahren quer, bum, bum, überall rechts und links und geben Gas. Der eine bremst, der andere gibt Vollgas, der andere explodiert, der brennt auf der Straße. Wie würdet ihr auf dieser Straße fahren? Mit Angst, ne? Wenn ich sage, da sind über Billionen von Sternen, Billionen von Autos, die heizen darum, würdet ihr Angst haben. Im Himmel sind über Billionen von Gesteinen und Sternen und Sonnen, aber der Mensch, der hat nicht 1 Millimeter Angst. Warum? Das ist die Fitra des Menschen. Und wisst ihr, was das Qiyamet ist? Das Qiyamet ist genau, wenn Allah diese Gesetzmäßigkeit von diesen Dingen erzieht. Alles, was gerade so schön aussieht, ne? Guck mal, wenn wir in den Himmel schauen, wie schön das aussieht, wie das uns beruhigt. Warum? Weil Allah ist gnädig, Allah ist nachsichtig zu uns. Deswegen, aufgrund von seiner Nachsicht, lässt er alles so leicht für uns wirken, so alles so schön. Und er beschützt uns. Aber eigentlich könnte jeden Moment alles zu Ende sein. Könnte zu Ende sein. Und genau wenn Allah diese Gesetzmäßigkeit entzieht, das ist noch Qiyamet. Allah sagt, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. An jenem Tag wird das Ereignis schon eingetroffen sein. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Und der Himmel spaltet sich, denn er ist an diesem Tag gebrechlich. An diesem Tag wird er zerbrechlich sein. Wahir bedeutet nicht mehr auf Beinen stehen können, wenn man keine Kraft mehr hat. Wahir ist, wenn man seine Kraft verliert.
Wahir ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ist, das, was alles gerade hält, diese Kraft, da ist jemand, da hält jemand alles. Wenn Allah diese Kraft da entzieht, das ist Wahir. Dann zerbricht alles. Iza sama'un fatarat, wa iza al-kawakibun tasarat, wa iza al-biharu fujirat. Wenn die Himmel sich spalten, sagt Allah, und wenn die Sterne zerstreut werden, wenn die Sterne alle kollabieren, jeder artet aus, jeder geht aus seiner Bahn raus, alles kollabiert, und wenn die Meere die Ufer übertreten, Iza shamsu kuwirat, wa iza nujumun kadarat. Und wenn die Sonne eingerollt wird und wenn die Sterne zerfallen, wenn die explodieren, der andere fällt, der eine knallt gegen den anderen, das ist, wenn die Gesetzmäßigkeit, wenn Allah seine Macht von da entzieht, dann passiert es. Wa iza al-biharu sujirat. Und wenn die Meere angezündet werden und überflutet werden. Wer soll danach das festhalten? Wer will danach der Sonne befehlen, mal bitte ihre Bahn einzuhalten? 500 Parlamentarier? 1 Milliarde Menschen, die sagen, die Gesetzgebung gebührt den Menschen, demokratischen Menschen, die sich danach die Hände heben und sagen, wir sind für das Gesetz, dass die Sonne jetzt mal bitte ihre Bahn einhalten soll. Wer von den Menschen will danach die Sonne wieder in ihre Bahn bringen? Wer von den Menschen will einen anderen Planeten danach sagen, bitte, oder dem Meer sagen, bitte überflute jetzt nicht, wir sind alle hier Menschen, sind dagegen. Wer von euch will es? Wer von euch kann es machen? Wer? Niemand. Ihr fühlt euch gerade so sicher, aber wenn das Qiyamet kommt, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr es begreifen, aber es wird ein brutaler Anblick sein. Ich möchte auf einen weiteren Punkt kommen, und zwar der Wechsel von Tag und Nacht. Allah sagt im Koran, Inna fi khalqis samawati wal ardi, ganz gewiss in der Schöpfung von Himmel und Erde, wa ikhtilafi layli wan nahari, und in dem Wechsel von Tag und Nacht, la ayatin li ulil albab, sind wahrlich Zeichen für Menschen, die nachdenken, sagt Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet in Surah Qasas fast eine halbe Seite über Tag und Nacht. Warum es so besonders ist, der Tag und die Nacht? Allah sagt, da sind Zeichen für Menschen, die Verstand besitzen. Ihr wisst, die Sonne, die Erde dreht sich, die Sonne scheint auf eine Seite der Welt, dann ist es erhellt. Dann dreht sich die Erde um ihre Achse, dann wird sie dunkel, dann schaltet die andere Seite der Erde auf die Sonne und dann wird es da hell. Und dieser Wechsel von Tag und Nacht. Und die Sonne überholt den anderen nicht. Oder die Sonne wird nicht mal auf dieser Seite der Planet mal ein bisschen länger hell und danach wird die auf einmal ein bisschen schneller, versucht die wieder einzuholen. So ist das nicht. Alles hat seinen besonderen Ablauf, ohne dass der einen den anderen einholen will. Und Allah berichtet in Surah Qasas, in Surah 36, Vers 40, La shamsu yanbaghi laha an tudrakul qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Weder die Sonne darf den Mond einholen, wir erlauben es nicht, sagt Allah, noch die Nacht den Tag ereilen. Und alle schweben auf ihre bestimmte Bahn. Alle haben ihre Bahn. Und jetzt ist es so, dass der Mensch, ihr wisst, mit Einklang mit dem ganzen Schöpfung erschaffen worden ist. Der Mensch zum Beispiel, wenn es Nacht wird, dann wird er passiv. Deswegen sagt man jetzt zum Beispiel, man soll ab 20 Uhr nichts mehr essen, weil da kann der Körper das nicht mehr abbauen, man nimmt dann zu, man wird dann dick. Warum ist das so? Weil in der Nacht wird der Mensch passiv, der Mensch wird ruhiger, der will abschalten. Und am Tage ist er aktiv, hat Kraft und will arbeiten. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen im Einklang zur Erde, zum Mond, zu Tag und zur Nacht erschaffen. Die Nacht, die beeinflusst einen Menschen, der Tag, der beeinflusst einen Menschen. Und Allah sagt, وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا, und wir haben die Nacht zu einem Kleid gemacht. Wenn die Nacht ist, als würde man so ein Kleid angezogen haben, alles ist dunkel, alles ist ruhig, alle sind aus, jeder ist zurückgezogen, jeder ist passiv. Und Allah sagt zum Tag, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, und wir haben den Tag zum Erwerb vom Unterhalt gemacht, von seinem Lebensunterhalt. Also der Tag ist lebendig und der Nacht ist ganz ruhig erschaffen worden. Haben wir jemals gesagt, Alhamdulillah, dass Allah die Nacht zum Ruhen gemacht hat und den Tag, damit wir uns ausklingen, also arbeiten können? Allah sagt in Surah Qasas, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ? Sprich, was wäre, wenn Allah euch die Nacht zu einem Dauerzustand gemacht hätte? Welcher Gott außer Allah hätte euch dann Tageslicht bringen können? Außer Allah. Wollt ihr denn nicht hören? Qul, sprich. Ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahu ghayru Allah ya'tikum bil-layli taskununa fihi afala tubsirun? Sprich, wenn Allah den Tag über euch zu einem Dauerzustand gemacht hätte, welcher Gott außer Allah hätte euch danach die Nacht gebracht, damit ihr in dieser Nacht
euch ausruhen könnt. Wollt ihr es denn nicht sehen? Wollt ihr es denn nicht begreifen, sagt Allah? Yani, denkt doch mal ein bisschen darüber nach, über die Nacht, den Tag. Wer hätte es gebracht, wenn die Nacht dauerhaft wäre? Hätte ihr sein können, dass die Nacht Dauer ein Zustand wäre? Welcher Gott außer Allah hätte euch jemals den Tag gebracht? Irgendein Tarot? Glaubt ihr das? Wer hätte es gebracht? Dann hätte nichts entstehen können. Und dann sagt Allah, وَمِنْ رَحْمَتِهِ, dies ist ein Rahmat von Allah, weil Allah barmherzig zu euch ist. Allah hätte euch auf einem Planeten erschaffen können, der nur hell ist. Und ihr hättet einfach weiterleben müssen. Das wäre die Prüfung. Allah hätte euch auch in einen Planeten erschaffen können, der nur Nacht gewesen wäre und hätte euch so prüfen können. Aber er hat Tag und Nacht gemalt, damit ihr euch ein bisschen erholen könnt und am Tag arbeiten könnt. Und warum? وَمِنْ رَحْمَتِهِ, es ist von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُونَ فِيهِ, hat er euch die Nacht und den Tag gemacht, damit ihr darin Ruhe findet. وَلِتَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ, und damit ihr nach seiner Huld trachtet. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, und auf das ihr dankbar sein möget. Seid doch mal dankbar. Seid doch mal dankbar dafür, dass Allah den Tag und die Nacht gemacht hat. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Aber Allah sagt, وَمِنْ رَحْمَتِي, es war von meiner Rahmat gewesen. Die Berge, wenn wir einen Blick auf die Berge setzen, werden wir Gewaltiges sehen. Allah sagt, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Allah sagt, schauen Sie denn nicht auf das Kamel, wie wir das Kamel erschaffen haben, oder wie wir den Himmel emporgehoben haben, oder wie wir die Berge, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hingestellt haben, wie wir die Berge aufgestellt haben. Wenn du mal einen Berg siehst, wie die ganzen Berge, die Alpen kommen, wie die nebeneinander stehen, habt ihr nicht mal darauf geguckt und mal darüber nachgedacht? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Und feste Berge haben wir in der Erde gegründet, auf dass sie nicht mit ihnen wanken. Und wir haben ihnen Wege, Gangpässe gemacht, damit sie sich zurechtfinden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die Erde besteht aus Sand, Wasser, Matsch, Stein. Und die Erde würde sich bewegen. Allah hat die Berge genommen und in die Erde reingehauen, damit wir nicht mit der Erde schwanken, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns. Wenn man ein Hochhaus baut, dann baut man auch das Fundament. Das Fundament muss stabil sein. Wenn du einfach ein Hochhaus baust, ohne das Fundament in die Erde zu machen, dann fällt das Hochhaus irgendwann. Man muss immer ein Fundament in den Boden machen. Richtig? Richtig. Allah sagt im Koran, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا سَحَابٍ. Und du siehst, wie die Berge, Felsberge, du denkst, sie stünden fest, während sie sich bewegen wie die Wolken, sagt Allah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Berg in die Erde reingehauen, damit wir nicht wackeln. Aber diese Berge bewegen sich, sagt Allah, wie die Wolken. Aber überlegt mal, Allah erschafft, Allah ist Al-Bari, er erschafft so. Ich habe ja gesagt, Allah hat uns aus Wasser erschaffen. Ne? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Alles wurde aus Wasser erschaffen. Aber wenn ihr mich anfasst, werdet ihr nicht nass. Ihr werdet das nicht merken. Allah hat uns aus Erde erschaffen. Aber wenn ihr mich jetzt anpackt, kommt keine Erde oder Toz oder Staub raus. Wir haben gesagt, warum? Dass Allah der Al-Bari ist. Er erschafft aus einer Substanz und lässt das gar nicht so aussehen. Aber die Substanz ist diese. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala mit den Bergen gemacht. Stellt euch mal vor, die Berge würden sich bewegen, wie die Himmel sich bewegen. Wisst ihr, was für eine Angst das in uns auslösen würde? Aber Allah ist seine Rahmat. Er haut die Berge in die Erde rein und dann lässt er sie sich bewegen. Aber ohne, dass wir was davon mitkriegen. Wisst ihr, wie Berge entstehen? Berge entstehen, wenn zwei Erdplatten, zwei Erdkrusten aufeinander folgen. Zwei Erdplatten kommen aufeinander, sie bewegen sich aufeinander zu. Und genau in der Couchzone, diese Erdkruste, die stärker ist, die geht nach unten und die schwächere Seite, die geht nach oben. So entstehen Berge. Das starke Fundament geht nach unten, weil das Fundament ist immer wichtiger. Geht nach unten und die schwächere Seite geht nach oben und sie ragt nach oben aus. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Der ist mit ca. 9 Kilometer hoch, der Mount Everest. Wisst ihr, wie tief er in die Erde ragt? 125 Kilometer. Ragt er in die Erde rein. So fest ist das Fundament der Berge. Haben wir jemals darüber nachgedacht? Würdet ihr, wenn ihr auf die Himmel schaut, jemals euch unter etwas setzen, was keine Säulen hat? Mal angenommen, ihr sitzt gerade hier drunter und da ist nur eine Säule in der Mitte und die Säule ist sehr wackelig. Würdet ihr euch unter so einem langen Dach setzen wie gerade hier? Würdet ihr euch setzen? Nein, würdet ihr nicht. Oder würdet ihr euch zum Beispiel, wenn ich sagen würde, hier gibt es keine Säule, aber durch Magnetfelder wird gerade dieses Riesendach einfach in die Höhe gehalten,
ihr könnt ruhig jetzt hier leben und ihr schläft einfach in diesem Haus. Wer würde sich draußen trauen, hier einfach in diesem Raum zu schlafen? Und man würde sagen, diese ganze Betonwand wird durch Magnet oder irgendwie einfach gerade so hochgepresst, so durch Gravitation oder was weiß ich was. Nennt es, was ihr wollt. Aber es hat keine Säulen. Würdet ihr euch jemals da drunter setzen oder würdet ihr Angst haben, dass es auf euch fällt, wenn das Magnet nachlässt? Niemand würde sich irgendwo drunter setzen, wo es keine Säulen gibt. Aber wir sitzen unter diesem Himmel. Und dieser Himmel hat nicht eine einzige Säule. Das klingt vielleicht für euch ganz komisch so. Naja, selbstverständlich sagst du jetzt vielleicht. Naja, was soll denn auf uns fallen, der Himmel? Aber so ist es nicht, sagt Allah. So ist es nicht. Genau wie ihr euch nicht einfach unter einem Dach setzt, wo keine Säulen gibt, aber seid ihr in einem Himmel. Und der wird irgendwie gehalten. Und Allah sagt mir in Koran, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ. Und wir machen den Himmel zu einem wohlgeschützten Dach. Dennoch kehren sie sich von unseren Zeichen ab, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Und wahrlich, Allah hält die Himmel und die Erde, damit sie nicht vergehen, damit sie nicht fallen ineinander, damit sie nicht runterfällt. Und würde sie fallen, so gäbe es keinen außer ihm, der sie halten könnte. Wahrlich, warum hält Allah diese Himmel für uns? Weil er Halim und Ghafur ist, weil er der Nachsichtige ist, er ist der Erbarmungsvolle, aus Nachsicht euch gegenüber und er ist allverzeihend. Und weil ihr das nie erkannt habt, bis zum heutigen Tag, macht jetzt Hamd und Schükr und macht Istighfar zu Allah. Er ist allvergebend noch hinzu. Es ist durch seine Gnade, er hätte nicht so einen Himmel machen können, er hätte auch einen ganz anderen Himmel machen können, aber er macht es aufgrund von seinem Halim, seiner Gnade, seiner Rahmat, die er hat. Deswegen ist zum Beispiel die Erde dreht sich zum Beispiel in ihrer eigenen Erdrotation mit einer Geschwindigkeit von 1670 Kilometer pro Stunde. 1670 km/h dreht sich die Erde gerade um ihre eigene Achse. Das macht 464 Meter pro Sekunde. In einer Sekunde 464 Meter dreht sich die Erde. Jetzt eine Frage. Hat jemand von euch zu seinem Kind gesagt, mein Kind, hier halt dein Kind lieber fest, nicht, dass er auf der Erde läuft, dann rutscht er aus, dann bricht er sich ein Bein. Hat jemand von euch jemals sowas gesagt? Hier, pass mal auf, die Erde dreht sich gerade mit 1600 km/h, also nicht, dass du irgendwie runterfällst und dir ein Bein bricht. Hat niemand gesagt. Warum? Warum sagt niemand sowas? Weil das genau Allah seine Schöpfung ist. Das ist Allah seine Schöpfung. Wenn Allah eine Sache erschaffen tut, dann tut er das auf die beste Art und Weise erschaffen, ohne dass irgendwo Angst oder Ungerecht ist. Ist jemals bei dieser 1600 km/h Umdrehung bei dieser Erde ein einziges Lebewesen ums Leben gekommen? Wurde ein einziges Lebewesen Unrecht dabei getan? Bis zum heutigen Tag. Bei dieser Umdrehung wurde jemals Unrecht irgendeinem Lebewesen angetan? Nein, wurde es nicht. Denkt nach, oh ihr Menschen, Allah tut niemandem Unrecht an, ihr tut euch Unrecht an. Wenn es doch so ist, warum führt ihr Allah seine Scharia nicht ein? Wovor habt ihr Angst, dass diese Scharia wen wehtut? Wen soll sie denn schaden? Wen soll sie denn wehtun? Allah tut nicht einem seiner Geschöpfe was. Guckt euch, in den gesamten Himmel und der Erde und der Schöpfung und allem, was Allah gemacht hat, tut er niemandem sein Unrecht an. Er gibt jedem seinen Rizq, erbarmt sich jedem, ist zu jedem nachsichtig. Und so ein Allah setzt uns eine Scharia auf, eine Gesetzgebung auf, und davor sollen wir Angst haben? Hand abhacken, Steinigung, Qisas, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ist es das, wofür ihr euch fürchtet? Das ist eure Befürchtung? Das ist eure Angst. Hand abhacken, Steinigung, das ist das, was euch einfällt, wenn es Scharia heißt? In Allah seiner Gesetzmäßigkeit gibt es alles, von Gesellschaft bis hin zu Sozial, bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen, Kommunikation, bis hin zu Handel. All diese Dinge, führt doch mal irgendwo die Scharia ein. Deswegen läuft es hier nirgendwo. Überall auf der Welt gibt es Unrecht, unfair. Auf der einen Seite der Welt gibt es Menschen, die verhungern. Auf der anderen sterben die Menschen an Überfettung. Warum? Weil es keine Scharia gibt. In Jemen werden Kinder zerbombt, die müssen verhungern. Warum? Weil es keine Scharia gibt. In Burma werden Menschen gelyncht. Warum? Weil es keine Scharia gibt. Überall auf der Welt gibt es Unrecht. Warum? Es ist nicht der Grund A, B, C, D. Der Grund ist, weil es keine Scharia gibt. Das ist das Problem. Das ist das Chaos. Das ist das Qiyamat der Welt. Wenn es keine Scharia gibt, natürlich herrscht Chaos. Wenn ihr die Gesetzmäßigkeit Allahs im Sama verändern wollt, dann herrscht auch keine Gesetzmäßigkeit. Der Grund, warum es keine Gerechtigkeit gibt, ist, weil Allah seine Scharia nicht eingeführt wird. In all diesen Punkten, deswegen können wir uns sagen, dass das Ergebnis aller Probleme
ist das Kalifat, ist die Scharia. Wenn die Scharia eingeführt wird, so werden vielleicht 100.000 Probleme automatisch mitgelöst. Da musst du nicht auf diesen Punkt die ganze Zeit hindeuten. Oder der hat das, oder wir müssen jetzt die Sünde aufheben, wir müssen für die Scharia ein. Da würde es weniger Suizid geben, weniger Vergewaltigung, weniger Streit. All die Sachen wird es weniger geben. Für das Nummer ein. Weniger Armut, weniger Unterdrückung, weniger Mord, weniger Ausbeutung, all diese Dinge. Warum geschehen diese Dinge genau auf dieser Welt? Weil es genau keine Scharia gibt. Genau das ist der Punkt. Weil es keine Scharia gibt. Und Schuld sind hier nicht die Ungläubigen. Schuld sind nicht die Murtadin. Schuld sind nicht die Feinde des Islam. Schuld sind diese Menschen, die einen arabischen Frühling machen, die gehen und demonstrieren und die Diktatoren umstürzen und danach nicht Scharia rufen, Hilafet rufen, sondern danach Demokratie rufen. Die sind schuld. Wir sind schuld. Schuld sind nicht die Ungläubigen. Die Ungläubigen machen ihre Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe, den Islam zu bekämpfen. Schuld, ihr wollt die Schuldigen wissen, Schuld sind genau diese Menschen, die behaupten, Muslime zu sein und danach sagen, wir wollen Liberalismus. Die Muslime sind und sagen, wir müssen den demokratischen Weg eingehen. Die Muslime sind und sagen, wir wollen den Laizismus haben. Schuld für das Leid dieser Welt sind genau diese Menschen. Sonst niemand anders. Die Kuffar, hört auf, die Kuffar zu beschuldigen. Die Kuffar, die braucht ihr nicht zu beschuldigen. Allah sagt, Fafirru ilallah. Kehrt zu Allah. Ihr werdet sowieso zu Allah gehen. Fafirru ilallah. Geht zu Allah. Nachdem Allah all die Sachen aufzählt. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Und nimmt euch keine Götter neben Allah. Warum führt ihr nicht Allah seine Gesetzgebung ein, wenn wir fragen? Es ist nicht so weit, die Zeit ist alt. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ausbeutung. Ausbeutung, Krieg, Unterdrückung, Rassismus. All diese Sachen habt ihr gemacht. Was wollt ihr noch? Das Blut dieser armen Menschen steigt bis in den Himmel hoch. Was ist euer Problem? Diese Menschen, sie bleiben weise. Ihre Väter, ihre Mutter sterben. Hat nicht jeder Mensch das Recht auf ihren Vater und Mutter? Wo wollt ihr hinführen? Was hat das gebracht? Was hat der Liberalismus gebracht? Was haben die Kriege in Afghanistan gebracht? Was außer Krieg, Armut, Ausbeutung, Tod, Mord, was haben sie gebracht? Was hat der Krieg in Syrien gebracht? Was bringen die Kriege in Jemen, in Irak? Was haben sie gebracht? Wo führen sie hin? Wo hat die Demokratie uns heute hingeführt? Zur Menschlichkeit? Zur Barmherzigkeit? Zur Nachsicht? Zur Milde? Wer weiß, wer heute sein Nachbar ist? Man lebt neben seinem Nachbarn, man weiß seinen Namen nicht. Das hat die Demokratie eingeführt. Das führt dieser Egoismus, dieser Kapitalismus, das hat diese Sache eingeführt. Was hat das uns gebracht? Was? Was hat es uns gebracht? Erklärt mir das. Was hat es gebracht, dass sie sagt, wir leben gut? Aufschwung aufgrund von diesen ganzen Kolonien, die sie gemacht haben vor 100 Jahren. Das ist doch, auf diesen Kolonien leben heute diese Menschen. Auf diesen Kolonien. Und dann behaupten sie, wenn man andere Gesetze einführt wie die Demokratie, dann wird es auch in eurem Land Aufschwung geben. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Tfu auf euch, pfui auf euch. Zugrunde mit euch und das, was ihr anstatt Allah anbetet. Zugrunde mit euch, tfu auf euch alle, die ihr anstatt Allah anbetet und behauptet, die Sachen würden Gerechtigkeit bringen. Ihr bringt das Unheil auf dieser Erde. Ihr bringt das Armut, das Leid, all diese Dinge auf die Erde und dann behauptet ihr noch, genau diejenigen, die Scharia wollen, sind zurückgeblieben. Das sind die Radikalen, das sind die Extremen, die sind für Handabhacken, die sind für all die Sachen. Scharia ist Gerechtigkeit. Scharia ist für jeden Menschen eine Gerechtigkeit. Ob für einen Kafir oder einen Muslim. Für jeden, ob ein Jude oder einem Christ. Die Scharia wird jedem Gerechtigkeit bringen. Deswegen sagen wir, ihr habt alles probiert. Diktatur habt ihr probiert, Kommunismus habt ihr probiert, die Mauer ist eingestürzt. Ihr habt Rassismus, Zeit von Adi ausprobiert, Adolf Hitler hat nichts gebracht. Was wollt ihr? Sozialismus hat nicht hingehauen. Eure Demokratie, Kapitalismus ist gerade am Untergehen. Ihr zerfleischt euch gegenseitig selbst. Wo? Probiert doch mal die Scharia aus jetzt. Ihr habt den Laizismus ausprobiert, den Säkularismus, nichts. Probiert doch mal die Scharia aus. Einfach mal, probiert doch mal die Scharia aus. Probiert es aus. Und ihr werdet sehen, wie alles sich ändert. Und ihr wieder diese Sache in ihre Position stellt. Genau wie ihr die Erde wieder in ihre Bahn stecken würdet, würdet ihr alles reinstellen und es würde wieder laufen. Deswegen, ich möchte zum Schluss kommen, inshallah. Und wie gesagt, der Muslim, der muss darüber nachdenken. In allen diesen Versen, wo Allah über die Zeichen der Himmel und der Erde berichtet, kommt immer wieder auch in Surah Anbiya, wo Allah sagt, wir haben die Himmel emporgehoben und wir haben die Himmel und die Erde erschaffen. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ فَاعْبُدُونَ. Und kommt danach genau zum Anschluss, Allah erwähnt genau diesen Vers und zum Anschluss kommen genau diese ganzen Verse mit der Schöpfung. Wir haben zu keinem
wir schickten keinen Gesandten vor dir, den wir nicht offenbart haben. Es gibt keinen Gott außer mir, darum dient nur mir. All diese Zeichen in der Himmel und auf Erde müssen euch, euren Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala stärken, euer Vertrauen zu Allah, eure Hingabe zu Allah, euer Idat zu Allah, eure Probleme lösen, nach Allahs Gesetzmäßigkeit bringen. All diese Sachen, wenn ihr hinguckt und sagt, hier, guck mal, wie Allah das gelöst hat, müsst ihr eure Hingabe, eure Taqwa zu Allah subhanahu wa ta'ala verstärken und euch zu Allah noch mehr hingeben, Allah noch mehr vertrauen, Allah noch mehr lieben, sich nur vor Allah seinen Gesetzen zu verbeugen, nur von Allah zu verlangen, nur Allah um Hilfe zu beten, wenn ihr diese Schöpfung seht und diese ganzen gewaltigen Dinge. Und wir haben ja das rekonstruiert, was passieren musste, und damit wir heute da sind, wo wir sind, dann wird euer Vertrauen zu Allah stärker. Und das muss euch dann dazu führen, dass ihr einzig und allein Allah anbetet und niemanden folgt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sagen, das ganze Unrecht passiert genau, wenn man die Scharia Allahs aufhebt auf der ganzen Welt. Deswegen ist natürlich, wenn jemand uns fragt, wir sind natürlich für ein Kalifat nach dem Muster des Propheten in unseren Ländern, das ist der Erfolg und der Sieg für jeden. Deswegen sagen wir, die Lösung für alles ist der Tawhid. Der Tawhid zu Allah ist das Erste. Der Weg ist der Manhaj. Das ist der Manhaj des Propheten, die Sunna. Und da, wo wir hinkommen wollen, der Schutzschild ist das Kalifat. Deswegen sagen wir Tawhid, Sunna, Kalifat. Genau diese Reihenfolge. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.